Bonjour bei CSV TV, wo wir heute mal raus aus dem Studio gegangen sind. Wir sind heute auf einem Bauernhof zu Bauschelt. Moin Claude Wiesener. Bonjour. Wir sind hier raufgekommen auf den Bauernhof. Die wollte ich ein Bild machen von den Problemen an der Landwirtschaft. Was sind dann allgemein Probleme? Wir fanden es erschreckend, dass es seit dem Ende des letzten Jahres am Anfang kein Agrargesetz mehr gibt. Wir als CSV und nach den Hansen als agrarpolitische Spielschirm seit monatelang darüber aufmerksam gemacht, auf die Probleme, die das mit sich bringt. Heute also so, dass effektiv wesentlich mehr Investitionen geschehen und dass die Bauern, die heute investieren, auch nicht wissen, auf welche Kriterien sie no werden ihr helfen kriegen. Das ist schon ein richtiges Problem für die Landwirtschaft. Und das ist auch so, dass es am Anfang die Passivhaltung von der Regierung par rapport zur Landwirtschaft weist. Wir wollen, dass die Landwirtschaft Zukunft tut. Wir sehen die Landwirtschaft als einen prioritären Sektor von der Lützeburger Ökonomie und wir wollen das auch positiv an den nächsten Monaten umgehen. Merci dem Claude Wieseler für das allgemeine Einschätzung. Und gleich guckt man dann mal Martin Hansen, der agrarpolitischer Sprecherin von der CSV, was das am Detail dann sind die Probleme. Bonjour, CSV TV ist heute Bauernhof, und zwar bei der Familie Albers Molitor zu Bauschelt. Wir wollten also ein Bild machen von den Problemen an der Agrikultur. Den Claude Wieseler hat gerade gesagt, dass das Agrargesetz noch nicht da ist. Das ist ein großes Problem. Der agrarpolitische Sprecherin von der CSV ist natürlich auch Martin Hansen. Bonjour. Moin. Was sind dann am Detail die Probleme mit dem Agrargesetz? Hast du deposiert? Das ist aber noch immer nicht da. Was sind dann Probleme? Es sind ganz viele Probleme am Agrargesetz, wie lo deposiert. Also ich meine das noch kurz, weil das könnte ich per Stunde schwätzen. Für dich brauchen wir mal eine ganz gezielte, strukturierte Informationspolitik, aber wir brauchen eine strukturierte Marketingstrategie. Und die muss ausgeschafft gehen, über das Agrargesetz, so Möglichkeiten dafür, das zu fördern. Das steht am Moment so nicht dran. Wir brauchen da mehr Summen am Budget. Das ist der erste Punkt. Was auch ganz wichtig ist, das ist die Vermarktung und Verürbachtung von unseren landwirtschaftlichen Produkten. Wir haben heute zu Lützeburg nicht ganz viele der Betriebe, und die müssen sich Beihilfe kriegen, damit die sich weiterentwickeln können, damit wir der Verürbachungsbetriebe vielleicht noch mehr kriegen. So gesagt, EU4, dass wir können sich relativ stark subventionieren. Unser Agrargesetz gesagt hat nicht viel. Das ist, da müssen wir noch besser. Dann müssen die Bauern, wenn sie Investitionen machen, sich durch eine ganze Partie von Selektionskriterien durchgehen. Bei all diesen Selektionskriterien müssen wir noch bessern. Das gibt relativ zu viel Menschen im Detail gehen, wenn ich das ganz genau beschreiben. Aber zum Beispiel ein ganzheitliches Projekt muss als ganz geguckt gehen, für bei den Selektionskriterien bewertet zu gehen. Es darf nicht Einzelsachen geguckt gehen, sonst riskieren wir, dass wir in Zukunft keinen Betrieb mehr an so ein Werk kriegen, keinen ganzen Aussiedlungsbetrieb. Da muss die ganze Prozedur für eben durch die Selektionskriterien zu kommen, für die Beihilfe genehmigt zu kriegen, die muss vereinfacht gehen. Im Moment muss der Bauer laut Agrargesetz schon alle Genehmigungen haben, müsst alle Umweltstudien schon gemacht haben. Da riskieren wir, dass wir die nächsten 2 Jahre überhaupt nicht investieren, weil die Genehmigungen brauchen, dauern im Prinzip 2 Jahre, ehe die alle da sind. Die nicht produktiv Investitionsbeihilfen. Das ist selbst, was der Bauer nicht unbedingt will. Das ist selbst, was das Umweltministerium vorschreibt. Zum Beispiel die Hangneigung vom Dach. Zum Beispiel, dass die Gebäude muss zu einer bestimmten Norden, Süden, Osten gedreht sind. Das ist nicht produktiv, es kostet viel Suen. Das Agrargesetz gesagt nicht mehr viel, für das zusätzlich zu fördern. Da müssen wir also ändern, muss man noch bessern. Da muss man auch Genehmigungsprozeduren zum Beispiel vereinfachen, für die Bauern, die da Investitionen trotzdem auch subventioniert kriegen. Du hast auch gesagt, wir müssen mehr auf Biolandwirtschaft setzen. Was ist da besser? Muss ich in Richtung nicht mehr Biolandwirtschaft gehen oder die konventionelle Landwirtschaft fallen lassen? Nein, wir brauchen ganz sicher die zwei. Wir brauchen biologische Landwirtschaft und wir brauchen die konventionell integrierte Landwirtschaft. Wir brauchen die zwei zusammen, sonst haben wir noch keine flächendeckende Landwirtschaft mehr, und das muss Ziel sein von unserer Agrarpolitik. Und dafür muss Politik auch die zwei fördern. Das heißt, biologische Landwirtschaft brauchen wir noch mehr. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir noch mehr. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, über zusätzlich Beihilfen. Das Agrargesetz gesagt hat zum Beispiel 4. Eine Möglichkeit wäre auch zum Beispiel, dass wir heute zu Lützeburg zulassen, dass in einzelne Betriebszweige sich umstellen. Die Möglichkeit lassen wir im Moment nicht so. Für was? Also müsste man in die Richtung überlegen. Wir müssen aber gleichzeitig die konventionell integrierte Landwirtschaft auch fördern,
weil sos produzieren halt zuletzt beschüssen nach für eng bestimmten Klientel vu Leiit, die sich de Bio könne lechten. Dat kann die Ziel se von unserer Politik. Ziel von unserer Politik muss sein, dat auch qualitativ heichwertig Produkte für als Gesamtbevölkerung können herstellen. Merci dem Martin Hansen an Dir Merci fit no gucken. Merci.